Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, da sind wir wieder. Das große Thema Harry Kane. Geistert ja nicht erst jetzt so die letzten Wochen durch die Gazetten, sag ich mal. Aber ist natürlich aktuell heiß gehandelt bei uns. Zu der Wahrscheinlichkeit, die ich sehe, komme ich gleich. Ja. Wie ich schon in den Kommentaren schon ein paar Mal diskutiert hatte, ich finde es grenzwertig, oder was heißt grenzwertig? Ich finde es schwierig für einen Spieler, der 29 ist. Ich kann ja mal eben gucken, wann hat der genau Geburtstag? 28.07. Ja. Das heißt, der wird 30. Hat ein Jahr Vertrag. Wir müssen uns nichts vormachen, unter 100 Mille wird da gar nichts gehen. Das letzte Gebot, wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, die so genannt wurden, waren 80 plus Bonus. Zahlungen, schwierig. Damit kommen wir aber auch gerade zum letzten Video, wo ich gesagt habe, so der Markt, wir kriegen jetzt für Lucas Hernandez auch roundabout 50 Millionen gekriegt, obwohl der nur 1/3 der Spiele gemacht hat in den letzten Jahren. Und auch einen auslaufenden Vertrag hatte mit einem Jahr. Also da sieht man schon, wie überhitzt der Markt einfach ist. Ja? Und ja, na klar, über die Qualität von Harry Kane, über das, was er der Mannschaft geben wird, was er den Verein geben wird, dass er garantiert 30 Hütten plus macht, à la Levi, darüber müssen wir uns nicht drüber unterhalten, Leute. Die Qualität ist da, ist überragend, ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft, ist nicht nur ein Vollstrecker, sondern auch ein guter Vorbereiter und so weiter und so fort. Nochmal, ich denke, über die Qualitäten sind wir uns hier alle einig. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass er eine unfassbare Qualität hat. Und dass er nochmal Bock hat, die Champions League zu gewinnen und vielleicht nochmal in einem anderen Land deutscher Meister zu werden, also Meister zu werden, Pokal zu gewinnen und so weiter. Und vielleicht mal eine Winterpause zu haben, denke ich, kann man verstehen. Und wahrscheinlich ist so ein Wechsel ins Ausland halt auch einfacher, als wenn du nach, ich glaube, 14 Jahre oder was, ist er bei Tottenham dann irgendwie zum Rivalen gehst. Ich denke, da wäre dann auch ein bisschen mehr Alarm. Ja, aber nochmal, 30 Jahre, du haust 100 Mille raus. Ich denke, unter den 100 Mille wird nichts gehen. Bedeutet, also keine Frage, ich traue ihm zu, 33, vielleicht 34, heißt 4 Jahre, oder sagen wir mal 3 Jahre, aber gucken wir uns Levi an. Ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so in seiner verletzten Geschichte drin oder sowas, aber wenn er körperlich so Levi-mäßig ist, dann gehen da auch 4 Jahre. Allerdings musst du dann ganz klar sagen, du wirst nicht nochmal das Glück haben, so wie es dann beim Levi war, oder dass du ihn jetzt 3 Jahre hast, dann ist er 33 und dass dann nochmal ein Club kommt, der sagt, jo, ich gebe euch jetzt aber nochmal 40 Mille für einen 34-jährigen Stürmer. Schwierig. Ich meine, gut, wenn wir jetzt Saudi-Arabien nehmen, wenn die da so weitermachen die nächsten Jahre, kann das schon passieren. Dann kann man sagen, jo, kann man drauf pokern. Aber ansonsten halt schwierig, ne? Klar, wenn er die 3 Jahre, was weiß ich, performt, hoch, durchgehend, gut, ja, dann wirst du vielleicht noch mal ein paar Meter einstrengen, wenn es dann auch wieder ein auslaufender Vertrag ist und so weiter. Also, was ich sagen will, es kann gut sein, du haust jetzt halt 100 Mille raus und kriegst am Ende des Tages nichts wieder rein. Ja, und das muss man bedenken, wenn wir jetzt so ein Hernandez als Beispiel nehmen. Ja, da haben wir damals 80 Mille rausgehauen, keine Frage. Da war er mega jung. Und du hast jetzt wieder 50 Mille rausgeholt. Ja, und die 50 Mille hast du super weiter investiert in einen Spieler von ähnlichen, wenn nicht sogar etwas besseren Niveau. Das werden wir dann sehen. Das ist halt dann bei einem Harry Kane nicht möglich. Punkt. Ja, genauso wie es aber auch schon bei einem Levi nicht möglich war, allein mit dieser Summe, die wir da damals bekommen haben, überhaupt annähernd einen Ersatz zu bekommen. Und das wird dann in 3 Jahren mit einem Harry Kane auch wieder nicht anders sein. Klar, wenn man jetzt sagt, jo, in den 3 Jahren entwickeln wir aber Mathys Tel dahin, oder das wäre der Plan oder der Versuch oder wie auch immer, würde ich das fühlen, ja.
Da müsste man das aber auch durchziehen. Und da sind wir ja, was so die Jugend anbelangt, sieht's ja schwierig aus. Und ja, nochmal, ich denke, es wäre, also die Qualität, ja, wir werden 3 Jahre oder 2 Jahre natürlich Qualität haben. Nochmal, ich bin jetzt nicht in seiner verletzten Geschichte drin, müsste ich mir mal angucken. Können wir ja mal nebenbei machen, vielleicht finden wir da ja was. Ja, aber immer auch wenn so alter Spieler, was heißt alt? Ja, also wenn man fit ist, ich sehe das wie die Italiener. Ja, guckt euch den Zlatan an mit 37 oder 38. Aber da hat man auch gesehen, wenn dann eine Verletzung kommt, ist man halt auch mal ein Dreivierteljahr weg, war. Das ist halt so die Geschichte. Aber nochmal, wir reden jetzt von 30, da sind auf jeden Fall noch 3 gute Jahre drinne. Da müssen wir uns jetzt auch gar nicht irgendwie groß Sorgen machen. So, gucken wir uns die verletzten Historie mal an. Ja, da ist eigentlich die letzten Jahre gar nichts los. 2 verpasste Spiele, 1-1. In der Saison 1920 hat er 15 Spiele verpasst. Nee, 16. Das war mal eine Oberschenkel, Muskelriss, ansonsten mal eine Bänderverletzung davor, aber das noch nie irgendwie eine größere Verletzung gehabt. Also echt so Levi-mäßig. Also von daher wäre ich da guter Dinge. Und nochmal, über die Qualität brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber man muss sich halt als Verein dann auch im Klaren sein, dass man nach den 3 oder vielleicht sogar 4 Jahren nicht wieder einen großen Teil der Ablöse reinholt. Ja. Sollte man natürlich durch den Wechsel eines solchen Stürmers dann in den 4 Jahren, die er da ist und performt, vielleicht 1 oder 2 Mal die Champions League gewinnen, ja, da müssen wir nicht drum herum reden, dann hat sich das natürlich gelohnt. Ja. Und dass er für unseren Verein natürlich eine Strahlkraft hat und auch mal eine Ansage wäre und ein Wink wäre in Richtung Premier League, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, oder? Also das wäre schon ein Statement, das muss man ja auch mal ganz klar so sehen. Aber nochmal, ich sehe das ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Wenn ich mir so einen Vlahovic angucke, der halt am Anfang seiner Karriere steht, ja, da willst du 70, 80 Meter wahrscheinlich auch zahlen müssen. Wäre aber vielleicht natürlich die bessere Wahl, finanziell gesehen, denke ich. Auch entwicklungstechnisch gesehen. Aber ich denke, wenn er die nächsten Steps macht bei uns, gib ihn 1, 2 Jahre, kann er halt auch auf so ein Levi-Niveau kommen. Ja, das traue ich ihm schon zu bei so einem Club wie bei uns. Ja, aber so wie es hier aussieht, sind wir voll auf Harry Kane eingeschossen und jetzt hat man ja sogar schon gelesen, ja, und wenn es erst im Winter dann soweit wäre, dass wir ihn verpflichten, schwierig. Ich erinnere mich an das Jahr, wo Man City dran war, wo Harry Kane unbedingt weg wollte, wo er am Anfang Training sogar gestreikt hat und weg wollte. Und das hat Tottenham alles nicht interessiert. Ja. Hat den, wie heißt der? Levi, nicht Levi, sondern Levi oder sowas. Hat ihn einfach nicht gepoppt, Alter. Ja. Und ja, dafür sind das halt Verträge. Wenn Tottenham sagt, nee, wir verkaufen ihm nicht, dann kriegen wir ihn nicht. Und da muss man sich mit Alternativen beschäftigen. Ist die Frage, ist halt so ein Ding auf Messerschneide, wa? Natürlich kann sich Tottenham auch nicht erlauben zu sagen, Harry Kane geht da nächstes Jahr ablösefrei. Dann bricht da halt auch die Hölle los. Da müssen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten. Ne? Von daher bleibt es spannend, bleibt abzuwarten. Auf der einen Seite würde ich mich mega über diesen Transfer freuen, weil er einfach Qualität garantiert. Ja? Und man weiß, er wird sofort liefern. Er ist genau auch diese Art Spieler, die uns fehlt. Ja? Das muss man ganz klar so sagen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ziemlich alt, viel Geld, 1 Jahr Vertrag. Ja, aber am Ende des Tages, wenn wir es uns leisten können, ja, dann do it.
Heute von nichts kommt nichts. Wir haben damals auch Luca Toni geholt. Okay, das war jetzt ein anderer Maßstab. War aber auch nicht mehr der Jüngste. Hat auch mega Spaß gemacht, der Spieler. Und ja, den Kapitän der englischen Nationalmannschaft bei uns vorne zu sehen, würde ich schon irgendwo fühlen. Bevor ich das Video aufgenommen habe, war ich eigentlich eher so ein bisschen mehr skeptischer gefühlt, aber wenn ich mir gerade so vorstelle, würde ich doch schon fühlen bei uns. Sage ich euch, wie es ist. Aber das wird dann wirklich eine sehr, sehr zähe Partie. Ich guck mal, wie lange ist das Transferfenster auf? Ewig, ne? Transferfenster. Premier League ist, glaube ich, eine Woche eher zu, was eine Woche eher auf war, wenn mich nicht alles täuscht. Guck mal eben, Sommertransferfenster. Ja, ist doch schön, dass du mir weltweit alle gibst. Gib mir einfach die UEFA. So. Ja, Deutschland bis 1.9. Frankreich 1.9. Italien 1.9. Ist so schön, dass hier England nicht drin steht. Da. England ist auch bis 1.9. Okay. Also bis 1.9. können Spieler wechseln, Leute. Erster Bundesligaspieltag ist eher auf jeden Fall. Und um meinen Geburtstag irgendwie. An dieser Stelle der kleine Hinweis, Leute, wenn ihr Bock habt auf Tippspiel, ja, meldet euch beim Red Munich Kicktipp-Tippspiel an. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sind schon einige Leute. Es wird spannend werden. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Erster Spieltag ist 18.8. Ja. Es kann sein, dass wir dann noch immer ohne Stürmer dastehen. Ja? Die ersten 2 Spieltage. Dass wir wirklich alles auf Harry Kane setzen und ja, keine Ahnung. Vielleicht hätte man sagen sollen, man holt einen Niklas Füllkrug für 10, 15 Mille. Die Frage ist auch, hätte er Bock dann zu sagen, oh ja, du bist aber nur so die Notlösung, wenn der Heavy kommt, dann ja, wir werden halt nicht mit einem Terry Kane und einem Füllkrug auflaufen. Dann ist es auch wieder dumm für einen Füllkrug, der hätte er wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Von daher alles nicht so einfach. Klar, wir haben Matthias Tell, wir haben noch einen Chupo da rumlungern, dass die beide natürlich Qualitäten haben und mit Sicherheit auch ein bisschen was überbrücken können, sehe ich schon. Allerdings, es wäre natürlich schön, wenn das ganze Thema jetzt mal so innerhalb der nächsten 1-2 Wochen abgehandelt wäre, dass man dann auch eine Vorbereitung hätte. Ja. Das ist halt, was ich schon im anderen Video sagte, es wird wieder so sein, dass wir keine vernünftige Vorbereitung haben werden mit dem gesamten Kader. Das muss man leider so sehen. Ich denke, wir werden späte Abgänge haben. Ich denke, wir werden späte Zugänge haben. Ich denke, der eine oder andere Spieler wird erst die kommenden Wochen realisieren, wie der Stand in der Mannschaft ist. Wenn ich an so einen Goretzka denke oder wenn ich auch an so einen Mané denke, wenn die Spieler merken, so sie haben keine Einsatzzeiten, ja, da sind sie nicht glücklich. Und gerade so ein Goretzka, der die Heim-EM spielen möchte, die wird er mit Sicherheit nicht spielen, wenn er bei uns eine Saison am Bankdrücker ist. Ja. Das sollte ihm auch klar sein. Dasselbe gilt aber auch für den Gravenberg, dasselbe gilt für den Sabitzer. Und so weiter und so fort. Die Liste könnten wir noch ewig weiterführen. Von daher wird es spannend sein, wie es bei uns weitergeht. Thema Harry Kane. Ich fände es schon geil, wenn ich es mir so vorstelle. Aber es ist eine Stange Geld, die wir auch nicht reinvestiert kriegen. Ja klar, wahrscheinlich paar Trikotverkäufe hin und her und so weiter. Natürlich kommt da immer ein bisschen wieder was zurück und ein bisschen Strahlkraft und so. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Aber natürlich wirst du das nicht komplett refinanzieren und auch nicht, wenn dann er irgendwann weitergeht. Ja, das muss man auch klar sagen. Aber wie gesagt, es wäre ein Statement, es wäre ein Zeichen. Ich würde mich auf den Spieler freuen. Wäre genau das, was uns fehlt. Und nochmal der Unterschied zum Vlahovic oder auch zu den anderen gehandelten Stürmern. Du weißt, was du kriegst. Ja. Das ist so, als würdest du einen Levi verpflichten. Du weißt, was du kriegst, wenn du diese Qualität verpflichtest. Wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, dass er dann kein Torschützenkönig in der Bundesliga wird, Alter. Ja? Von daher kann ich das schon verstehen, dass man sich da bemüht. Und ja, es wird spannend zu sehen sein.
Mein Fazit, do it, when you can. Und wenn, fix. Ja, und ganz ehrlich, wenn man sich dazu entschließt, jetzt zu sagen, wir möchten den Spieler unbedingt verpflichten, ob du da 90 Mille raushaust oder 100 Mille, ist dann am Ende des Tages auch wurscht. Die 10 Mille machen den Kohl dann auch nicht mehr fett. Traurig, das so zu sagen, ja, aber so ist es leider in diesem Geschäft, was der Fußball nun mal mittlerweile leider ist. Gut, Leute, das waren meine 2 Cents zu Harry Kane. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu rein. Gerne auch eure Alternativen. Ich weiß, die ganze Standardalternative, Koulibaly, der angeblich nach Paris geht. Wie heißt der? Osimhen von Neapel ist bei fast jedem Club im Gespräch, möchte aber eigentlich bei Neapel bleiben. Der alte Däne geht nach Man United, ist zumindest da im Gespräch. Ja, und dann hört es auch schon auf. Na, da ist der Vlahovic noch da, den ich bei uns gefühlt hätte auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten, jetzt so das oberste Regal wird schon eng, ne? Wird schon eng. Naja, gut. Lassen wir uns überraschen. Ich denke, wir werden die nächsten Wochen noch den einen oder anderen Namen lesen und die eine oder andere Wasserstandsmeldung bekommen. Mich würde es überraschen, wenn es jetzt auf einmal innerhalb von 1-2 Wochen durch wäre mit Harry Kane. Ich würde mich mega freuen. Klar. Aber es würde mich überraschen. Und es wäre schön, wenn wir dann ein Mané wenigstens loswerden würden. So scheiße sich das gerade anhört. Ich würde Mané auch zutrauen, dass er durchstartet in der Saison bei uns. Aber da muss halt irgendeiner von den anderen Zauberern, Sané, Gnabry, die Segel streichen. Meinetwegen auch beide, hätte ich jetzt auch nicht das Problem mit. Ja, wird interessant zu sehen sein, ob Mané den Verlockungen aus Saudi-Arabien erliegt. Ich denke, da wird er natürlich nochmal das, was er bei uns brutto hat, wird er da netto kriegen. Ja, schwierig, wird man sehen. Es bleibt spannend, es bleibt interessant. Ja, leider konkrete Sachen gibt's nicht so viel aktuell bei uns. Ja, von daher hört ihr relativ wenig von mir. Aber ja, ich kann mich da gerne mal zu hinreißen lassen, so. Vielleicht einmal die Woche oder alle 2 Wochen, aber so lange ist die Sommerpause jetzt auch nie mehr. Leute, am 12.8. geht's los mit dem Supercup-Finale in München, wo ich live im Stadion bin, wo ich mich tierisch drauf freue, nach so langer Zeit mal wieder. Und ja, so lang ist dann auch nicht mehr. Aber vielleicht mache ich mal so einmal die Woche, gehen wir mal durch, welche Namen gerade bei uns im Gespräch sind. Und ich erzähle ein bisschen dummes Zeug dazu. Also, in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Wir hören uns mit Sicherheit in den kommenden Wochen, Tagen wieder. Tschüssi.